Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Die letzte Episode war jetzt nur 18 Minuten lang, habe ich gesehen. Ich erwarte feste Überzeugung, ich hätte jetzt schon um 2-3 Minuten überzogen bei der letzten Episode, aber offensichtlich habe ich mich um 5 Minuten geirrt. Wie dem auch sei, in der letzten Episode haben sie ja gesagt, im Brief sei was erwähnt. Jetzt gucken wir uns nochmal das Dingens hin an. Die Symbole entsprechen denen auf den Pfosten. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Bei Henry Avery Symbol ist unten rechts tot, beim Schiff sind die 2 Ohren kaputt und bei den 3 Kreuze darf man nur das Ohr links nehmen. Okay, probieren wir es mal aus. Bei den Kreuze nur das Ohr links. Was auch immer das für ein Symbol ist, da geht nur das Ohr links. Bei Henry Avery ist das unten rechts das, was dich umbringt. So. Okay. Ich muss anscheinend darauf achten, wie der Schädel gelagert ist. Ah, okay, ja. Okay, klar. Dann geht's nur so. So, Avery. Unten rechts war es immer. Okay, das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Beim Schiff. Oh, hoppla. Ich Beim bin Schiff. immer vorsichtig. Beim Schiff waren es die Over. Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. Da muss man hier rum. Dann sind es die Kreuzer. Da geht das. Klopf auf Holz. Besser nicht. Wer weiß, was passiert. Da, bei Ja, dem stimmt. bringt dich das unten rechts nur um. Das heißt, das dürfte noch gehen. Und das dürfte alles noch gehen. So. Ja, geschafft. Leck mich, Avery. Okay, das haben wir noch gepackt. Und mit dem schönen Spruch Leck mich Avery finde ich das definitiv sehr treffend. Okay, da sind noch ein paar Käfige, aber ohne Tote drin. Da muss ja echt jede Menge Leute abgeschnetzelt haben hier. Okay. Er schmeißt die Fackel schon weg. Oh. Ist das Oh. der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelt die gerne explodierenden Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Ich glaube, der hat kein Ensigstift und eine Mumie selber gebastelt. Und ich würde sagen, wir gehen auf Nummer sicher bei den Dinger. Was da für ein Schmotter rauskommt, wenn man drauf schießt. Alter. Okay. Die gehen so mal nicht hoch. Ganz langsam. Achtung. Was da für Grütze rausgeschissen kommt. Okay. Na gut, dann halt nicht. Dann kann ich ja durchrennen. Ich habe jetzt auch nichts mit Feuer bei mir. Insofern passt es doch, oder? Und hier ist auch nichts mehr. Okay. Da ich ja mit nichts, da ich ja nicht mehr mit Feuer oder so durch die Gegend renne, kann ich die ja auch nicht entzünden, glaube ich. Das war ja der Mechanismus dahinter. Dass man mit einer Fackel drauf vorbeigehen muss. Schlüssel. Mit kaltem Licht hat er ja noch nicht gerechnet zu der Zeit. Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Dann los. Oh Mann. Aber Avery scheint ja auch nicht mehr zurückgekehrt zu sein, sonst wäre hier auch aufgerahmt gewesen alles. Von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, was kommt. Und ob Shoreline auch schon da ist. Boah, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Siehst du? Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Da hinten kommt was. Ja. Mist. Es liegt zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir Schwung zu holen. Okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das heißt, das Ding geht hoch und dann gehen die Platzmumie hoch. Das heißt, wir müssen uns hier dumm lassen und verrecken mal. Warte mal. Jetzt aber. Ah, scheiße. Nate? Ja, ich hab's doch gleich. Ich hab's doch gleich. Ey, wollen die mich verarschen?
Wollen die mich verarschen hier? Nate, schnell! Jetzt aber. Oh, Scheiße. Packen wir das noch? Aber gerade noch so, wenn überhaupt. Los, schnell, schnell! Scheiße. Oh, Mann. Jetzt platzen sie alle. Alter, war der Typ am Arsch. Ohne Witz jetzt nur. Also Avery war ja vollkommen wahnsinnig. Das ist ja schon keine Paranoia mehr. Das ist ja wirklich schon absolute Geisteskrankheit. Bewegt sie sich überhaupt noch, Donnie Vetra? Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, hä? Sie wirkt bewusstlos. Elena? Hey. Hey. Elena, komm schon. Elena. Oh, okay. Mein Held. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Das ist nicht witzig. Oh, Mann. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Eva, habe ich mich aber auch erschrocken. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Nö. Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Richtig. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Passen sie doch irgendwie zusammen. Aber ich würde sagen, weitergehen, bevor Shoreline kommt. Alles gut. Das muss Sam sein. Komm. Muss das Sam sein? Ich weiß ja nicht. Das könnten genauso gut die Söldner sein. 20. Kapitel. Kein Entkommen. No Escape. Ach du Scheiße. Boah, auf den Showdown bin ich so immens gespannt. Mehr als bei aller anderen Uncharted. Boah, Mann. Also das ist echt der Hammer. So widerwärtig das Ganze jetzt auch ausartet am Ende. So sehr muss ich wirklich sagen, Uncharted 4 ist mit Abstand das Beste von der Reihe. Auf jeden Fall. Okay, können wir hier irgendwo raus? Oh, da ist ein Schiff. Da ist ein Schiff. Er ist nicht rausgekommen. Der gute Mann. Er ist hier nimmer rausgekommen. Das heißt, sein Schatz muss eigentlich noch hier sein. Wahrscheinlich hier an Bord von dem Schiff, was untergegangen ist. Okay, noch einmal. Da können wir nämlich nochmal runtergehen. Da wollte ich nämlich auch was gucken. Zack. Können wir da runtergehen? Oder sterben wir dann? Ich glaube, wir sterben hier. Das ist dann immer der obligatorische Nate kommt. Okay. Dann können wir das tatsächlich knicken hier. Und können hier auch weiter, wie erhofft. Und hoch mit uns. Und dann geht's hier weiter. Was wollen die Matrosen? Gold und Rum, Gold und Rum. Scheiße. Das ist ein Schiffsfriedhof. Oh Gott. Alter, sag jetzt nicht, dass das nochmal ein neues Gebiet ist, was wir alles erkunden. Gewitter Dunakeitel noch einmal. Jetzt sind wir aus dem Gang raus auf den Schiffsfriedhof, der Hafen von Libertalia. Und das rote wird wahrscheinlich Averys Schiff sein. Alter. Boah. Also das Spiel trumpft wirklich auf, muss ich sagen, mit verdammt viel Gebiete. Können wir da noch irgendwo weiterklettern oder so? Anscheinend nicht. Da muss es hier wohl irgendwo weitergehen. Hier oder so, ne? Nicht? Nicht? Okay. Ah, dann hier. Okay. Vielleicht kommen wir hier runter. Ja, sieht sicher aus. Sicher wie alles auf dieser Insel. Oh ja. Uah. Dass das Zeichen überhaupt noch hält, ist ein Wunder.
Wenn es modern wäre, tät man sagen, es hält nur mit Klebeband und Gebete zusammen hier, der ganze Scheiß. Jetzt war gerade die Elena hier drauf. Okay. Nate, einfach um die Ecke. Ja, wenn du es noch irgendwie hinkriegst. Und hier. Und haben wir hier vielleicht noch was drauf? Nee. Okay, wir kommen ihnen näher. Ja. Die sprengen wohl vorsichtshalber alles. Idiote. Okay, nochmal. Und... Affeschwung. Hey, was... So rum. Und... Affeschwung. So, geht doch. Oh, natürlich. Das ist Sam. Sam haut ab. Na, dann decken wir ihn doch. Ich muss zum Strand. Haben wir gleich, auch wenn sie hinter uns sind. Die Typen sollen trotzdem nicht der wehrlose Sam abmurksen. Ja, ich weiß, das wird mich jetzt wahrscheinlich das Leben kosten. Nein. Das war auch gut, Eva. Ja gut, dann nochmal die Knabe erstmal platt. Oh, leckt mich doch am Säckel. Komm. Aufkehrt Wert. Verreckt Wert jetzt. Oh. Jeremias Zuckerhut. Nirgends Wort noch Ruhe hier. Nie kann ich auch mal was Schönes haben. Okay. Komm raus und mach schon. Ja, leicht. Okay, dann muss ich mich halt um euch kümmern. Okay. Alle hopp. Wo ist dann der Laserino? Da ist er. Hallo Laserino. So. Ein Scharfschütze, wenn ich ja. Okay. Action Time. Rums. Einer ist kaputt. Ach, von Wege dort überlebt der Sack. Und machen wir das so. Okay, komm. Kriegen wir irgendwie hier alles. Gott, so wird es auch gemacht. Naja, so wird es auch gemacht, wenn man erschossen wäre, will dabei. Funktioniert irgendwie immer. Okay, wisst was? Gehe ich halt immer über die Krähennester. Dann gehe ich halt über die Krähennester hier. Da habe ich wenigstens auch ein bisschen Deckung. Ah, die Musik ist aber auch sehr geil gerade. Sehr piratetechnisch und lastig. So, Gott. Irgendwas das Gesicht wegfräst. Du bist so ein Unerhemmterich. Gott, das sind die unerbezahlten. Die kosten wahrscheinlich nur $10 der Tag oder so. Mach sie nieder. Gott. Mist, du wär ich nicht. Okay. Alter! Könnt ihr mich auch mal in Friede lassen, ihr Gesichter? Boah, Mann, wie viel sind denn das? Ich muss irgendwie zum was? Na egal. Okay, dann habe ich mit dem Affe-Punch gekillt. Und wie geht's weiter? So. Du bist der Scharfschütze. Gott. Weiter geht's. Affe-Punch. Okay. Zack, der wieder runter. Und weiter geht's. Weiter geht's im Geschäft. Das kann ich auch. Gott. Hoffentlich hat's Wege da, ja, scheiß Typer. Gott. Und jetzt noch der Gesichtrian. Hier kann ich aber was drauf schießen. Gott. Gott. Okay, wo sind die anderen?
Gott. Jetzt hole ich mir mal das Ding. Okay, ich sollte hier offensichtlich einmal ein paar Mal den Platz wechseln. Da ist noch eine Granate. Ah, das sind die Fat Larrys wieder. Okay. Oh, 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 oh. Apropos Fat Larrys und so. Okay, weiter geht's. China Lake. Das sind die Granatwerfer, ne? Das war Geräusch. Scheißkerl. Alter, die halten 3 Granatwerfer-Dinger aus, oder was? Also das ist gerade nervig. Es ist zwar äußerst episch, gebe ich zu, aber es ist auch sehr nervtötend gerade. Echt jetzt? So, den Hansel. Also das Schwarzpulver ist hier auch ziemlich mies, muss ich sagen. Wenn jetzt mal den 11-fachen Typ hier fertig nietet. So, aber mit dem Kopfschuss habe ich den jetzt erlegt. Okay, na gut. Da kommen sie, die Speckmänner. Ach du Scheiße. Gewitter, du Nackeidel. Viel Spaß. Schmeißt da noch eine hinterher, damit es Glück bringt. Und noch einmal eine. So, N-Specki ist weg. Und den da hinten will ich auch noch erwischen. So. Okay, jetzt habe ich die Aktiv-Fettmann-Kanone. Je größer sie sind, desto schwerer sind sie auszuschalten. Richtig. Scheiße. Ich hoffe, ich kann jetzt ab dem Punkt wieder starten. Nee, natürlich nicht. Ätzend, ätzend. Oh, leck mich doch am Sack. So. Ich hoffe, den Kasperkopf habe ich dort damit erledigt. Okay. Einer ist nämlich mal kaputt. Oh Mann. Ja, das war der mit der China Lake. Gott, ich will hier rüber und mag die China Lake abgreifen. So, dann kann ich die nämlich mal kurz stoppen, die Kerle. Und kann mir ein bisschen Platz verschaffen. Da ist noch eine Granate gewesen. Gott. Scheiße, irgendwas attackiert mich noch von der anderen Seite. Oh, ist das nervig, ist das nervig. Ja, also sorry, das ist gerade wirklich ziemlich ätzend. Oh, wenn ich jetzt mal den daffische Hansel abgeknallt krieg. Oh, Gewitter. Arschloch. Entschuldigung, ich bin gerade echt stinkig. Okay, dann nehmen wir uns die Custom. Da jage ich die Hansel nur so in die Luft. Oh Mann! Ja, genau, renn noch in die Granate mit rein. Ey, das gibt's nicht. Ich kann mich hier nirgendwo bewegen, ohne von diesem verschissenen Sperrfeuer attackiert zu werden. Verreck. Verreck. So. Jetzt geht's mal aber echt auf das Senkel hier. Das ist das allerletzte. Okay, folgendes. Da ist noch so ein anderer Kasper. Den erledige ich vorher. Ja, komm. Wo ist noch so ein Laserriech? Wo ist noch so ein Scheiß-Typ? Das gibt's doch alles gar nicht. Wie die Scheiß-Typen mich einfach ständig im Visier hängen. Gott, einer ist tot. Okay, das hat er noch durchschlagen können, glaube ich. Gott, die zwei Speckis sind kaputt. Desto schwerer sind sie auszuschalten.
Komm schon. Okay, den kriege ich von da aus nicht. Mit dem Gewehr wahrscheinlich Anime. Und ich hab dich. Gott. Ein Scharfschütze weg. Gott. Wieder einer kaputt. Und jetzt nehmen wir die Speckmann-Kanone. Sadela. Jetzt schieße ich alles über den Haufen, was sich mir in den Weg begibt. Scheißkerle, Alter. Oh, eine Fall. Dankeschön. Ja, ich mag die Fall eigentlich. So. Obwohl, Dito... Wie viel ist drin? 16, perfekt. Optimal. Was ist hier drin? Puh, also die Endkämpfe hier sind doch ziemlich hart, muss ich gestehen. Ich habe zwar damit gerechnet, dass die Endkämpfe nicht gerade so Luschi-Schnulli-Kämpfe sind, aber das ist echt schon ein ziemlich hartes Kaliber. Alla hopp. Wir nehmen es mal so hier, wie es ist. Da müssten die nächste dann kommen, ja. Gott. Gott, die ganz fette Gepanzerte müssen als erstes weg. Alter, war so ein scheiß unerhemmte Kasper, habe ich jetzt 3 Mal schießen müssen. So, dann habe ich dann die Eier weggeschossen. Komm schon her, euch schieße ich auch die Eier bunt. Komm schon, komm schon, komm schon. Rotmütz 11. Und noch so ein Panzerkasper. Okay. Nee, die Raffica wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Na, dann nehme ich ihn über die Para. Hey, Arschloch. Warum nimmst du mich jetzt? Mistkerl. Nehmen wir doch mal die Condor. Hi, Arschloch. Ja, einigermaßen. Gott. Eine Copperhead. So, jetzt gucken wir uns noch mal hier ein bisschen um. Der Arena. Dann machen wir heute auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen länger dafür, dass ich gestern nur 18 Minuten gemacht habe. Eine Metla 30. Was ist das? Ah, das war das normale Gewehr. Eine China Lake. Wie viel ist noch drin? 6er. Gut. Ist gekauft. China Lake ist gekauft. So, da geht's dann weiter. Ich hätte jetzt zur Not gesagt, das ist Holz. Das kann man auch mit einer Granate wegsprengen. Wo könnte Sam sein? Da ist die Antwort. Ja. Ups, das war wohl etwas zu nah. Gott. Okay, jetzt muss er erstmal hochladen. Gott. Und... Gott, das ist der Junge mit der Condor. Sehr schön. Condor finden wir bestimmt noch jede Menge Munition davor. Genau. Copperhead. Condor. Nehmen wir jetzt einmal die Condor. Das ist eine sehr gute Pumpgun. Da können wir bestimmt auch jede Menge Schaden mit reißen. Hier gibt es nichts weiteres mehr. Ah, diese Piratenmusik. Sehr geil. Sehr abenteuerlich. Und das in einem positiven Sinne. Okay, helfen wir doch mal Bruderherz. Der sitzt in der Falle. Mach's gut, du Scheißkerl. Ups. Gott, da ist noch irgend so ein Kasper. Gott. Ah, da hinten ist noch seiner. Ups. So. Ja, offensichtlich ist das alles, was die können. Ich hoffe, die 2 Fat Larrys kommen nicht nochmal. Auf die kann ich verzichten. Okay. Oh, das ist wieder so ein gepanzerter für Fortgeschrittene. Gott, aber der hat bestimmt... Ah, der hat so eine wieder dabei. Die nehme ich doch liebend gern.
Ist es Sam? Huch. Warum klettert er über die Shoreline-Kiste? Naja, egal. Komm. Ja, wo bist du dann? Was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden, hm? Ich bin dafür. Wo ist er dann überhaupt? Äußerst episch, wenn ich natürlich nicht weiß, wo der Kerl gerade steckt. Eine Barock. Okay, nee, die ist ein bisschen zu hartkalibrig. Und zu wenig Munition dabei. Ach du, natürlich. Die Strickleder hoch. Hast du mein Feuerzeug? Natürlich. Aber ich jetzt sage, der kriegt auch nochmal auf die Schnut. Fast der ganze Rumlügerei. Wenn wir hier raus sind. Da finden wir Deckung. Ach du Scheiße. Finde da. Der Raketenmann ist erledigt. Der Raketenmann. Anna. Gott. Und das noch mit einer stinknormale Pistole. Oh, dann habe ich sogar einen Headshot verpasst auf der Distanz. Okay, dann testen wir doch mal das Ding wieder. Lieblingsmaschinengewehr hier im Spiel, eindeutig. Sogar noch besser als die Ferl. Ein Sully für Armor. Ah, der hat Munition wieder für die Waffe. Sehr schön. Hör auf. Oh Gott, was mache ich denn hier für einen Quatsch? Ich lasse mich hier total abknallen. Okay. Du hast den Kenny mehr. Dann probiere ich mal von Orbit zu attackieren. Utsch. Auf die Schnut. Kann ich nicht gewinnen, echt? Na, dann gebe ich mal lieber auf. Wenn du das sagst, Bandana Man. Oh. Ich schneide den... Ja, nix mal. Du schneidest mit dem Satz ab, Wolfsacher. Gewitter, du Keitel. Panzerfaust. Oh, cool, danke. Viel Spaß. Ihr auch noch, damit ihr auch was davor habt. Mann. Okay, jetzt kommen wir hier rüber. Der Samuel ist schon mal in weißer Voraussicht vor. Ja, fand ich auch. Danke. Aber es gibt trotzdem noch auf der Wersching, wenn wir wieder zurück sind hier. Ufala. Scheiß Kerl. Unsere Freunde sind zurück. Unsere Freunde sind zurück. Na gut. Quatsch, das wollte ich da gar nicht. Ich wollte die Panzerfaust erstmal haben. Aber das hat Stil hier in Mitte von, oh nein, in Mitte von einem Piratenschiff hier sich zu duellieren. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Und noch einmal viel Spaß. Warum schießt er nicht? Mistkerl. Auf der anderen Seite ist keiner mehr. Okay. Dann nehmen wir nochmal den Klotz. Wo ist denn hier drüben? Hallo? Ach du aber. Ja, wo? Ich sehe schon wieder nichts mehr. Das kann dann wirklich ziemlich frustrierend sein, sowas. Ah, okay. Okay. Ja, meine mordsmäßig starke Frage zieht mich durch und hoch. Alter. Einfach mal so Kanonen um die Ohren gejagt kriegt. Scheiße. Boah, jetzt aber raus hier. Hoch, 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 hoch.
Anscheinend, ja. Aber keine Ahnung wie. Dort runter? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rauskomme. Das sieht aus, als müsste ich hier versaufen. Das war ziemlich erbärmlich. Ja, das sieht bloß aus, als müsste Nathan Drake hier ersaufen. Aber ich glaube, das ist der Weg raus, oder? Das ist der Weg raus. Okay, nicht so gut. Das war kurz vor Ersaufe hier. Und hier? Nee. Scheiße, okay. Das war gerade wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, weil die Sicht verschlechtert sich ja, wie ihr sehen könnt. Und da geht gar nichts mehr. Nee. Das war's. Gesicht nach unten herumtreibend. Ja, scheiße. Okay, mit sowas habe ich aber echt ein tierisches Problem, weil ich dann auch nichts mehr sehe dann. Und, tja, dumm gelaufen. Wenn ich nämlich sehe, wo was ist. Okay. Do weiter? Vielleicht, ja. Ich kann es nicht sagen. Ah ne, jetzt bin ich hier wieder... Oh Mann! Ich wieder mit meinem verschissener dappischer Orientierungssinn. Ey, komm, vergiss es. Vergiss es. Trollpunkt neu laden. Das kannst du Hase geben. Mann. Noch einmal. Ich mit meinem scheiß Orientierungssinn. Ich könnte mich echt oder verkloppen, dass ich so einen scheiß Orientierungssinn habe. Ne, da geht's auch nicht weiter. Wahrscheinlich ist es wieder super easy. Und ich habe einfach mal wieder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt gerade hier wieder rumschwimme, Mann. Ey, es ist so ätzend. Es ist so ärgerlich. Es ist so zum Kotzen, Mann, wenn man so eine beschissene Orientierung hat und alles gleich aussieht. Und irgendwann ist einfach alles nur violett und blau. Ey, du kriegst Kotze, krieg ich die Gesegicht dabei so einem Scheiß. Ja, jetzt mach eine mal. So. Und jetzt, keine Ahnung, wo es wieder weitergeht. Da komme ich wieder nur in den Hauptraum rein. Schä. Ah ne, hoch. Jetzt bin ich plötzlich in einer Höhle drin. Keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. Aha, auf Elmol. Also sorry, du kann ich wütend werden. Bei sowas kann ich echt saumäßig stinkig werden. Weil ich habe leider echt einen total beschissenen Orientierungssinn. Und dazu kommt halt leider auch noch, dass bei sowas wirklich dann die Umgebung immer gleich aussieht für mich. Und durch das Blaufärber ist zwar schön gemacht und logisch gemacht, dass natürlich das Sichtfeld auch sich so verschlechtert. Aber trotzdem, es ist ärgerlich, weil ich mich so dann überhaupt nicht mit zurechtfinden kann. Was auch immer ich da jetzt war, Maschinengewehr geflattert habe. Und? Ich stecke in der Scheiße, allerdings, ja. Ach, hau ab, du Scheißkerl. Oh Mann. Machen wir das mal so. Ich hoffe, es hat was bewirkt. Alter. So oft am Stück zu verrecken ist echt ätzend. Na gut. Nee, so weit komme ich hier nicht. Gut. Muss wieder ein bisschen näher dran. Ich halte jetzt einfach dauernd drauf. Ja, genau, komm. Oder du. Sprich du doch dein Gebet. Ich bin nicht so religiös. Ihr viel Spaß damit. Und yeses. Noch einmal. Von der Position aus.
So, probieren wir es noch einmal. Okay. Okay, den haben wir geknackt. Sehr gut. Ach so, dann hätte ich natürlich auch nehmen können. Na gut, ich stehe jetzt aber Sache, an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Ich hoffe, du läufst dann etwas gemäßigter ab, aber ich glaube es eher nicht. Also, machen's gut. Okay, mehr als 3 geht nicht. Und bis morgen, Iron Yankee.